Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte aus der Bibel. Und zwar steht die Geschichte im Alten Testament im Buch Esther. Die Geschichte fängt an mit dem König von Persien. Der König, der hat Xerxes geheissen. Und da auf dem Bild seht ihr gerade den König. Der König Xerxes hat, wie schon gesagt, in Persien regiert und in der Hauptstadt in Susa war sein riesengroßer, schöner Palast. Da auf der Karte seht ihr, dass Susa ganz in der Nähe von Jerusalem ist. So könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wo das etwa war. Der König Xerxes war ein mega reicher König und er hat natürlich auch eine Königin gehabt. Einmal hat der König seiner Königin gesagt, was sie machen soll, und sie hat das einfach nicht gemacht. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, der König ist so fest hässig geworden. Er war so wütend auf die Königin, dass er sich entschieden hat, ich will eine neue Königin. Jetzt hat er eine neue Königin suchen. Und da hat er gesagt, alle jungen Frauen, die im Land leben, kommen in den Palast. Alle jungen Frauen, die noch keinen Mann haben, sind in den Palast gekommen und haben sich gepflegt. Sie haben ihre Haare schön gewaschen und ganz teure Shampoos gebraucht. Und dann ist jede Frau vor den König gekommen. Der König hat dann jede Frau angeschaut und hat sich für eine entschieden. Und für die er sich entschieden hat, das ist die neue Königin geworden. Und eine von diesen Frauen hat Esther geheissen. Die Esther, die hat bei ihrem Onkel Mordechai gelebt. Weil ihre Eltern sind leider schon ganz früh gestorben und darum ist sie beim Mordechai aufgewachsen. Die Esther und der Mordechai waren Juden. Juden, das sind ja die Leute, die das Volk von Gott waren. Gott war also ihr Herr. Und Esther war auch eine junge Frau und noch nicht verheiratet. Und so ist Esther auch in den Palast gekommen. Sie hat sich auch gepflegt und schön angelegt. Und dann ist ihr grosser Tag gekommen. Esther ist vor den König gegangen. Sie war schon ein bisschen nervös, hat sich ganz schön angelegt. Und wisst ihr was? Esther hat dem König am allerbesten gefallen. Er hat sich für sie entschieden. Esther ist jetzt die neue Königin geworden. Und wie ihr seht auf dem Bild, ist sie zur neuen Königin gekrönt worden. Und wisst ihr noch, wer der Mordechai ist? Der Mordechai ist eben der Onkel von der Esther. Er hat auf dem Königshof gearbeitet, also ganz in der Nähe von ihr. Und auf dem Königshof hat es noch einen anderen Mann gehabt. Das ist er da im Bild mit dem blauen Gewand. Der Mann heisst Haman. Er war ganz ein mächtiger Mann. Er war fast so hoch wie der König. Und der König hat sich entschieden, dass alle Männer sich verbeugen vor dem Haman. Stellt euch das mal vor. Er ist umeinander gelaufen und jeder hat sich verbeugen vor ihm. Und wie ich ja schon gesagt habe, der Mordechai war ein Jude. Und darum hat sich der Mordechai nur vor Gott verbeugt und vor keinem anderen Mensch. Und jetzt ist also der Haman durch die Straße gelaufen beim Königshof und alle Männer haben sich verbeugt, wie ihr seht auf dem Bild, ausser der Mordechai. Und der Haman ist so wütend geworden auf den Mordechai, weil er sich einfach nicht verbeugen wollte. Und der Haman hat gewusst, dass der Mordechai Jude ist. Und darum hat sich der Haman entschieden zu etwas ganz Bösem. Er hat die Erlaubnis vom König bekommen, um einen Brief zu schreiben. Und in diesem Brief ist gestanden, dass an einem Tag im Jahr alle Juden im Land getötet werden. Der Mordechai hat das erfahren, das ist so schrecklich. Stellt euch mal vor, alle Juden einfach getötet werden. Der Mordechai ist so fest traurig geworden, er hat gar nicht gewusst, was machen. Und dann hat er das der Esther erzählt. Er hat gesagt, Esther, du musst uns helfen, du bist Königin. Du kannst zum König gehen und du musst ihn bitten, dass er macht, dass wir nicht getötet werden. Aber wisst ihr was? Königin Esther war nicht jeden Tag beim König Xerxes. Sie hat nur zum König gehen, wenn der König sie darum gebeten hat. Nur wenn er gesagt hat, Esther, komm du zu mir, dann hat sie kommen. Und jetzt hat der König sie ja gar nicht darum gebeten. Und Esther hat zuerst gefunden, ich kann doch nicht einfach zum König gehen. Was ist, wenn er mich gar nicht sehen will? Aber dann hat sie all ihren Mut zusammengenommen und ist vor den König. Und er war gnädig, wie ihr da seht, und hat mit ihr geschwätzt und hat gesagt, Esther, was kann ich für dich tun? Und Esther hat gesagt, lieber König Xerxes, bitte komm du mit dem Haman morgen zum Nachtessen bei mir vorbei. Und dann sind sie zu Nachtessen. Schaut mal, ganz viel feines Essen hat es und sie haben das dritte miteinander einen schönen Abend gehabt. Und der König hat wieder gefragt, Esther,
was kann ich für dich tun? Und da hat Esther wieder gesagt, König, komm du morgen Abend mit dem Haman nochmal zu mir vorbei. Und am nächsten Abend sind sie nochmal bei der Esther zu Nacht essen. Und da hat der König wieder gefragt, Esther, was ist es denn, was du von mir möchtest? Und da hat Esther gesagt, König, ich flehe dich an um mein Leben und das Leben von meinem Volk. Es gibt jemanden, der uns alle möchte töten. Bitte, bitte, hilf uns. Und der König ist mega verschrocken, er hat das nicht glauben. Er hat gesagt, wer will euch alle umbringen? Und da hat Esther auf den Haman gezeigt und er hat gesagt, schau, der Haman ist es. Der Haman möchte uns alle töten. Und der König, schaut mal, wie verrückt er geworden ist. Er ist so hässlich geworden. Er hat gesagt, der Haman, der wird gerade festgenommen. Und dann ist der Haman umgebracht worden. Jetzt ist also der Haman, der entschieden hat, dass die Juden umgebracht werden, nicht mehr da gewesen. Aber das Problem war ja nicht gelöst gewesen, weil alle Menschen im Land haben gewusst, dass alle Juden umgebracht werden. Jetzt haben Esther und der Mordechai müssen herausfinden, was können sie machen, damit die Juden doch nicht getötet werden. Und da haben sie eine Idee gehabt. Sie haben nochmal einen Brief geschrieben ans ganze Land. Und in diesem Brief ist gestanden, dass alle Juden sich an dem einen Tag, wo sie angegriffen werden, dürfen verteidigen. Sie haben also dürfen alle ihre Feinde auch töten. Und so, schaut mal, ist es zu einem ganz, ganz üblen Kampf gekommen. Sie haben gegeneinander gekämpft, die Juden gegen Perser, im ganzen Land ist gekämpft worden. Und am Schluss haben die Juden gewonnen. Das Volk der Juden ist nicht ausgerottet worden, sondern sie haben weitergelebt. Und das war so mega cool. Sie haben gerade, schaut mal, ein riesen Fest gemacht. Sie haben umgetanzt, sie haben gefestet, sie haben fein gegessen. Und dann haben sie gefunden, der Mordechai und Esther, dieser Tag, der ist so wichtig. Wir sind fast umgebracht worden und ausgerottet und jetzt haben wir doch überlebt. Wir machen das zu einem Festtag. Und zwar zu einem Viertag, der jedes Jahr wieder gefeiert werden muss. Und jetzt ist das der Viertag geworden und der heisst Purim. Das Fest heisst Purim. Und an diesem Tag tut man bis heute immer ganz feine Sachen essen und man schickt sich ganz feines Essen. Und die Leute denken daran, dass sie verschont worden sind vor dem Tod, dass die Juden nicht ausgerottet worden sind. So ein schöner Viertag, an was sie sich da erinnern können. Und Esther ist ja Königin geworden. Wir werden wahrscheinlich alle nie Könige werden, auch wenn das vielleicht schon ein bisschen cool wäre, in so einem schönen Palast leben mit schönen Kleidern. Aber wisst ihr was? Wir sind, wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, sind wir Kinder von Gott. Und in der Bibel steht, dass Gott ist der König von allen Königen. Er ist viel grösser als der König Xerxes. Er ist der König von allen Königen. Und wenn wir also Kinder von Gott sind, dann sind wir auch Kinder vom grössten König von allen Königen. Wir sind also alles Prinzessinnen und Prinzen, auch wenn wir nicht in einem Palast leben. Und das dürft ihr wissen. Wenn ihr Jesus kennt und er in eurem Herz wohnt, dann sind ihr alles Prinzessinnen und Prinzen und mega, mega wertvoll. Und jetzt seht ihr im Internet, hat es ein Rezept von diesen Purim-Guetzli und dann könnt ihr die doch mit der ganzen Familie zusammen feiern und könnt euch auch noch eine Krone basteln. Und dann könnt ihr zusammen euch an dem Fest freuen und ihr dürft immer fest wissen, ihr seid Prinzen und Prinzessinnen, ihr seid Kinder vom grössten König, was es überhaupt gibt.